So, das Jahr 2015 ist praktisch vorbei und ich habe einen Haufen sehr gute Filme gesehen, ich habe aber auch einen Haufen Scheissdreck gesehen. Gott sei Dank ist der Haufen ein bisschen kleiner. Darum habe ich nur eine Liste machen über 5 Filme, weil man ja generell zuerst ein bisschen die schlechte Nachricht als die gut will. Gehe ich jetzt zuerst einmal auf meine Low 5, also auf die 5 Filme, die mir am wenigsten gut gefallen haben aus dem Jahr 2015. Der erste auf dieser Liste, also Platz 5, ist Chappie von Neil Blomkamp, einem südafrikanischen Regisseur, den ich eigentlich recht geschätzt habe, nachdem ich District 9 gesehen habe. District 9 ist ein sehr cooler, sehr realistischer Science-Fiction-Film. Er setzt meiner Meinung nach den Fokus einfach völlig auf die falschen Personen, und zwar auf die Antworttypen. Sie spielen quasi sich selber in dieser Welt, wo es die Roboterpolizisten gibt. Und das sind so nervige Figuren, die sind nicht sympathisch, sie sind blöd, sie bewerben die ganze Zeit nur ihre eigene Musik, ob einem die gefällt oder nicht, das ist mir scheißegal, mir gefällt es jetzt nicht so, aber es passt einfach überhaupt nicht, es ist so ein saumässig doofer Film. Und ich habe mich eigentlich auch gefreut auf den. Ich habe gefunden, das klingt so ein bisschen nach einem Robocop-mäßigen Film, mit ein bisschen einem anderen Twist dazu, vielleicht noch ein bisschen Fragen stellt zum Menschsein und so Sachen. Das versuche ich da schon, aber es klappt einfach nicht. Es ist einfach ein scheiß Film. Auf Platz 4 ist passend zum Namen Fantastic Four. Es ist glaube ich sogar der 4. Versuch der Fantastic Four, die Charaktere auf die grosse Leinwand zu bringen. Und bis jetzt ist er jedes Mal gescheitert. Im Jahr 2015 hat es auch nicht geklappt. Sie haben einen super Cast gehabt, sie haben einen guten Regisseur gehabt, der eigentlich fähig gewesen wäre. Es hat eigentlich alles für sie gesprochen, aber irgendwie haben sie es geschafft, den Film zu versauen. Die erste Hälfte, sagen wir die erste Stunde oder so von dem Film ist eigentlich recht cool, hat ein paar super Elemente, und ich gefunden habe, wieso nicht so, wieso nicht mehr? Und nachher geht es einfach in den typischen Superhelden-Murks über, und er nimmt sich selber total ernst und das funktioniert überhaupt nicht. Sie haben einen Haufen Reshoots müssen machen, also Szenen nochmal filmen oder irgendwie zusätzliche Szenen filmen. Und sie haben nicht einmal so viel Wert darauf gelegt, dass Kate Mara, die eigentlich dunkle Haare hat, die gleichen blonden Haare hat. Man sieht genau, sie hat strohblonde Haare, wahrscheinlich eine Perücke oder so in diesen Reshoots, und in den normalen hat sie einfach ihre Haare blond gefärbt, und das siehst du einfach, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Auf Platz 3 ist der 5. Teil von einer Franchise, die in den 80er aufgekommen ist, in den 90er so in den Höhepunkt gehabt und im Jahr 2000 eigentlich, also in den 2000er Jahren quasi begraben worden ist, und das ist Terminator Genesis. Man kann mir ja Zeitreise erklären, wie man will, aber so geht das definitiv nicht. Das ist so eine verschwurbelte, verwirrte, saudumme Story, wo keine Sau draus kommt. Wahrscheinlich nicht einmal die Figuren aus der Geschichte selber. Das sieht man denen auf jeden Fall so ein bisschen an, was sie so erzählen. Die wissen ja selber teilweise nicht, was sie sagen. Und der Terminator 2 ist wirklich ein richtig cooler Actionfilm. Auch Terminator 1 hat so ein bisschen Kultstatus. Das ist auch eine doofe Story, aber der nimmt sich nicht so ernst. Terminator Genesis, ja, keine Ahnung, die Balance zwischen ich nehme mich nicht ernst und ich nehme mich total ernst, funktioniert überhaupt nicht. Teilweise macht er Witz über sich selber und nachher ist er wieder total ernst und Mama, das ist richtig und so. So ein Scheiß, einfach eine völlig übertrieben komplizierte Story, einfach dumm. Und auf Platz 2, das darf vielleicht eine kleine Überraschung sein, dass der nicht auf Platz 1 ist. Ich kann ein bisschen überlegen, welcher ist Platz 1, welcher ist Platz 2. Auf Platz 2 habe ich 50 Shades of Grey. Ich weiss, der Film ist nicht an mich gerichtet, aber er ist einfach dumm. Er ist eigentlich noch cool gefilmt, er hat eigentlich recht eine gute Musikauswahl, wie ich finde, aber sonst kannst du den Film einfach nicht brauchen. Ich habe so oft lachen, aber nicht, weil der Film lustig ist, sondern weil er dumm ist. Die Story ist so blöd, die Figuren sind scheiße, nichts geht irgendwie auf, er ist furchtbar kitschig. Es schudert mich gerade, wenn ich an diesen Scheiß denken muss. Ich bin den Film schauen aus purer Neugier, was der Hype soll sein. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es ein Film, der so ein bisschen sexy oder so ist. Nein! Er ist einfach blöd und scheiße und Es hat im Jahr 2015 aber noch einen Film gegeben, den ich noch schlechter gefunden habe als 50 Shades, und das ist Pixels. Ja,
Ich habe eigentlich gedacht, dass Pixels nicht so ein guter Film wird werden, beziehungsweise dass er mir nicht so gefällt. Weil es hat schon im Trailer eigentlich ein bisschen danach ausgesehen, als würden sie einfach die Nerd- und Geek-Community nehmen und in einen Film verarbeiten, aber sie haben es gar nicht verstanden, um was es geht. Sie kommen gar nicht raus. Und genau das ist der Film. Und als jemand, der selber gamet und viel so Games spielt, ist das einfach ein Faustschlag mitten ins Gesicht. Sie haben die Lizenzen bekommen für jenste Figuren. Sie haben für den Pac-Man, für den Donkey Kong, für Super Mario, alles Mögliche. All die klassischen Game-Figuren kommen vor in diesem Film. Und eine Geschichte ist ja dumm. Die Geschichte ist saumässig blöd, die Idee dahinter ist zwar eigentlich noch cool, aber wie es umgesetzt ist, geht einfach nicht. Okay, die Pac-Man-Szene in der Mitte vom Film, die ist cool. Die haben wir recht gut gefunden, aber der Rest ist so blöd, der Humor ist scheiße, so in dieser Reihe, wo es einfach nicht lustig ist und es gibt scheinbar Leute, die das lustig finden. Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe den geschaut, ich weiss auch nicht, weil ich mich selber hasse oder so, ich weiss es auch nicht, aber auf jeden Fall schaut den Film nicht, wenn ihr euer Leben gerne habt, macht es einfach nicht. Tönt es euch nicht an. Ja, das Fazit gilt eigentlich etwa für alle Filme auf dieser Liste. Ja, es sind alles schlechte Filme, die man nicht unbedingt schauen sollte. Es sind alle eigentlich gut gemacht und alles, aber das kann man im Jahr 2015 eigentlich von einem Film erwarten, der ein anständiges Budget hat. Und ja, ich hoffe einfach, keiner von euch hat sich so einen Film anschauen müssen. Oder wenn er einen von diesen Filmen gut gefunden hat, hey, das freut mich mega für euch, dass ihr Spass gehabt habt beim Film schauen. Ich habe all die Filme Haufen Trash gefunden. Im nächsten Video darf ich dann erzählen, mit welchen Filmen dass ich Spass gehabt habe im 2015. Und das sind nicht nur 5, sondern 10. Es sind sogar mehr als 10, aber ich habe mich auf 10 beschränkt. Und ich hoffe, ihr werdet euch auch das Video noch anschauen, weil dort geht es ein bisschen positiver zu und her und dort muss ich nicht verrückt werden wegen dummen Film, die eigentlich sowieso nicht drauf ankommen. Auf jeden Fall danke ich vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.